Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Es war eine crazy Woche für PodcasterInnen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es hat verschiedenste Schlagzeilen gegeben, weil gewisse Podcaster so Sachen gesagt haben wie also ich würde nie wollen, als Mann eine Frau haben, die im Mac schafft. Weil Weil ich kann meine Kinder nicht erziehen. Keine Ahnung, das war mal die Aussage, die wurde. Weil der Tag, lass mich raten, von jemandem, der richtig privilegiert ist und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, auch eben, vielleicht auch zum Glück, aber höchstwahrscheinlich, nie Struggles gehabt. Die haben meine Hunde durch, die haben müssen. Es ist crazy, man kann es dir nachher sagen, wer das war, Ja. man kann sich denken. Und die Person, die Dame, hat einen weiteren Take gemacht. Crazy. Und zwar hat sie irgendeine Person mit Migrationshintergrund, wo, ich sage jetzt mal, anhand von der Ausstrahlung her, würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass sie die schlauste Person ist. Jetzt fängst du auch an so, hä? Ja, ich fange auch an so. Okay, genau. okay. Aber so, man hat auch gemerkt, und die Frau hat dann ihn gefragt, weil er ist Migrant. Denkst du, dass Kriminalität einfach in den Gen liegt von Ausländern? Hat sie gefragt. Hat sie gefragt. Denkst du, kann das sein, dass Pädophilie was ist das für eine Frage? Also so quasi liegt Kriminalität in der Gen? Oder ist es einfach wegen schwerer Kindheit? Das ist so ungefähr die Frage. Aha, ja. Ich tue jetzt ein bisschen paraphrasieren. Aber Ja. Ich zitiere gerne Katar an dieser Stelle. Zwei Kurden müssen euch sagen, nicht jeder verdient das Mic. Nicht Bro. jeder gehört vor einem Mic. Und eben die erste Aussage mit dem Mac, das ist passiert, also es ist schon eine Leistung, wenn du einen Podcast aufnimmst mit dem Bierweich. Ah, ist das im Podcast passiert? Genau. Okay, crazy. Du nimmst einen Podcast auf mit dem Bierweich und der Bierweich ist nicht mit Abstand die dümmste Person im Raum. Das ist eine Leistung. Das ist crazy. Das muss man wirklich mal können, Bro. Für das Respekt. Der Bierweich macht es einem auch nicht unbedingt einfach. Mit seiner grenzdebilen, zurückgebliebenen Art. 100%. Aber ja, es ist heavy. Auch dort noch schaffen, dümmere Takes rauslassen. Das ist crazy, ja. Das ist crazy. Und ich frage mich an dieser Stelle so, Serhat, ist Podcast machen uncool geworden? Ich glaube, wenn mittlerweile so Leute, also wenn wirklich in einem Podcast diskutierst, also ich kann mir ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt alle die 3 dort oder 4 oder 5 oder 2, dass die dort, der Take ist gekommen mit Mac und alle gefunden haben, ja, ich kann mir nicht vorstellen, das kann nicht sein. Ich habe es mir natürlich nicht gegeben. Okay. Ich habe nur einen Teil gesehen. Weil ich kann mir, also, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass in einem Raum jemand so einen Take raushauen und alle so, ey, fair. Mal, weil die dritte Person in dem Bundle Ja. ist der kleine frauenfeindliche Herr mit, ich würde es mal behaupten, Ah, Jüdischer der Dings, der Herkunft. Top G Minion. ja, der Juhu! Frauenhasse, juhu! er macht so Takes wie also ich sage jetzt mal etwas, ich wollte jetzt mal die Leute provozieren, aber wenn ihr nachher das Reel aufladet, tun da Anfang raus. Ich sage das jetzt extra, mal schauen, ob sich Leute provozieren lassen. Wegen Social Media durchstudiert. Genau, nachher macht er so. In Afghanistan. Fertig, Pause, Cut. Er macht so. In Afghanistan tun die Taliban Frauenrecht verbieten. Gut so. Dann sagen die Leute,
hey, stopp, das kannst du nicht sagen, warum sagst du das? Dann sagt er, nein, gut für die Feministen. Jetzt geht auf Afghanistan und reden mit den Taliban. Zeigt! Nein, ihr schickt Männer. Bro, also wirklich, was ist das? Also ich glaube, du kannst auch nicht mit diesen Menschen diskutieren. Was soll ich diskutieren? Sie denken so, yo, ich habe gerade so einen krassen Take rausgelassen. Das ist... Ja, ich bin baff. Crazy, dass die Folge auch wieder mit so einfach schnell mit einer Bombe angefangen hast. Ich habe eigentlich nicht... Wirklich, es ist recht lang, mega schön, so eigentlich überschaulich gewesen, so ruhig. Die Landschaft ist so... Zum guten Glück hat es nur so eine Handvoll Leute gehabt, die gefunden hast, ab und zu dir ein bisschen etwas raus, wo kannst thematisieren, wo lustig ist. Ja, Bro, ich habe auch schon Aber oft gedacht, so... Noch kurz. Ja. Ja, also das ist auch ganz klar, die Mac-Aussage ist auch ganz klar ein Klasse-Hate, 100%. Bro, also nein, Das ist ein ganz klarer Klasse-Hate. Jetzt scheiß mal auf die Marke selber. Ja. Das ist ganz, ganz weit Trend. Das hat gar nicht mit Sympathie zu tun. Das, was die auch alles für Sachen machen, wo die Welt gar nicht weiß und ich will auch gar nicht wissen und was weiß ich so, das ist mal dahingestellt. Ja. So, es geht nicht darum, ob jetzt Mac geil ist oder nicht. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass jemand findet, dass nur weil du in einem Niedriglohnjob schaffst oder in einem Niedriglohnsektor schaffst, dass du nicht in der Lage bist, zum Mensch sein. Zum Kinder erziehen, zum intellektuell auf gleicher Höhe sein, zum können über Themen reden, die auf der ganzen Welt passieren. Aber Bro, stell dir mal vor, so, du schaffst irgendeine Arbeit 9 Stunden am Tag, so riechst dir auch den Arsch auf, kommst heim zu deinem undankbaren kleinen Dreckskind, tust das Kind großziehen, nachdem dich noch fertig kaputt schaffst. Und der geht nachher Und das Kind wird 18 Jahre später, 20 Jahre später, wird erwachsen, geht im Podcast und sagt, ja, schickt doch die weißen Frauen jetzt nur Taliban und sagt den Taliban einmal, nein, so kannst du nicht mit mir umgehen. Frauen! Also weißt, ich denke mir wirklich so, Bro, also ohne Scheiß. Also ich meine, ich habe mich jetzt wirklich mal so ein bisschen in den letzten paar Jahren ein bisschen reflektiert und so ein bisschen zurückgenommen und so denkt, Bro, vielleicht muss man ein bisschen aufpassen, wie man über Leute redet. Aber das ist einfach ein World, ey, Nuttensohn! Einfach behindert! Man kann es anders sagen. Also, so eine Person müsste ich einfach vielleicht sagen, hey, ja, so. Also er darf dich nicht ohne Vormund dort hocken. Wirklich? Es müsste jemand, die Frage wird gestellt und der Vormund so, warte schnell. Ja, ist gut, er ist parat. Überleg schnell, er ist parat. Oder so. Ist gut. Wir haben das austauscht, er ist jetzt parat. Was hast du das Gefühl, jetzt seriöse Frage, Ja. was hast du das Gefühl, was ist passiert, dass man irgendwie findet, es ist eine schlaue Aussage, zum sagen, was in Afghanistan passiert, vor allem auch mit Frauen, ist voll okay. Was muss im Leben passiert sein, dass du findest, warte, man darf ihre Knochen brechen, man darf sie schlagen, man darf sie man darf Gott weiß wie schlimmer mit ihnen vorgehen, wenn sie zum Beispiel allein rausgehen, wenn sie zum Beispiel jetzt schon nur wenn sie zum Beispiel einkaufen oder so. Ich meine, hast du vielleicht auch mitbekommen, vor kurzem ist eine Story umgegangen, dass ein Mädchen, ich glaube, jetzt hat sie es 2 Jahre geschafft, oder nicht mal 2 Jahre, vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr, ich weiß nicht genau. Einfach für ein Zeitchen hat sie, und sie ist 14, 15, hat sie sich so gut es geht geschafft als Bub oder halt Mann oder Bub verkleiden und ist arbeiten. Weil ihr Vater verstorben ist und es in Afghanistan verboten ist, ohne einen Mann das Haus zu verlassen. Geschweige denn als Frau überhaupt zu arbeiten, das darfst du nicht. Ja. Jetzt kommt jemand, hockt in der Schweiz, Bro, schön sicher, nicht einmal in seinem Leben irgendwie nichts. Bro, pass auf, wie du über den Kryptomillionär redest, Bro. Okay, sorry. Er hat schon ein paar Trades verloren, Mann. Bro, er hat 4 Mietwagen in dem SRF-Video, Bro. Crazy. Bro, Er hat einen Pool gehabt. ich habe einen Cousin, der gestern ein Rap-Video hochgeladen hat, wo auf die schnelle 20... Du bist da mit Bauhobby, Holzwand, Mikrofon am Reden. Pass auf, wie du redest, Bruder. Nein, nicht erreicht. Pass auf, wie du redest, Bruder. Aber, ja, Aber ich frage mich, Bro, ja. wir sind doch im gleichen Land aufgewachsen. Wir sind doch zum guten Glück, oder? Ist da jetzt zum Beispiel nicht so, dass es extrem große und starke Parallelgesellschaften gibt.
Ja, wo in deinem Leben, Bruder, bist du? Und da gibt es mir nur eine Erklärung, Bro. Ja. Nur der Kind von Top G. Ja. Andrew Tate und alle ihre Siebschaften, Bro. Gift. Da, Gift für unsere Gemeinschaft. Ihr seht's. Hockt einer vor einem Mic und proper in die Welt raus, dass das, was mit Frauen in Afghanistan passiert, okay ist. Eben, Bro, oder halt eben so... Komm, schaff in den Dus, Bro. Komm, schaff in den Dus. Der Nader wird jetzt auch nie ausgeschafft. Schaff das doch aus, Bro. Scheiße, Mann. Können da gerade 2 Vereine machen, es sind die beide so 1,80 vielleicht oder so. Wandelndes Beispiel gegen 10 Millionen Schweiz. Nein, crazy, Bro, crazy. Und ich habe mir auch lange überlegt, so, hey, weil es sind ein paar Kritiker gegen uns gegangen, so in den letzten Wochen. Ja, Mann, scheiße, wir haben Kritik müssen stecken, dass wir für Menschenrechte sind. Es sind harte Zeiten. Bro, nein, ich habe mir das jetzt alles ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und ich wollte, glaube ich, abschließend zu dem Thema noch schnell... Willst du etwas raushauen, ja? Etwas Letztes, Bro. Ich glaube, es gibt 4 Arten von Menschen auf der Welt, Bro. Es gibt Macher, es gibt Redner, es gibt Kritiker, also sogenannte Zerstörer und es gibt Menschen, die ihre Shows nicht ausverkaufen, Bro. Crazy, ja. Das sind so die 4 Arten, Bro. Crazy, ja. Das ist... Mach Podcast fertig, schön, das ist gut. Das sind wahrscheinlich die kränksten 10 Minuten, die ihr die nächsten 2 Wochen erleben werdet. Aber ja, crazy ja. Nein, ja, das ist sehr politisch und anständig ausgedrückt. Finde ich aber auch gut, weil du musst mit den Leuten, die verdienen, auf Augenhöhe zu reden, du musst auf Augenhöhe reden. Ja. Auch wenn man mal ein bisschen muss runterschauen. Ja, aber ist okay. Aber wenn jemand irgendwie 20 Insta-Videos muss machen und in jeder Stadt, wo er einen Auftritt hat, noch muss 2-3 lokale Influencer animieren, um noch 5 Tickets zu verkaufen, dann ist es vielleicht doch besser, dass man ein 8 bis 5 mit Stempel aus dem Job geht. vielleicht so, als Tipp. Und falls du willst wissen, wie man Locations ausverkauft, wie man in einer Stunde Tausende von Tickets verkauft, oder wie du einfach mal kannst das Gefühl haben von einer ausverkauften Location. Steig auf dein Velo, komm zu uns. Wir geben dir gerne einen Workshop, wie man lustig ist, wie man Erfolg hat und wie man damit Geld macht. So. Und jetzt, der nächste. Das hat schnell raus, Bruder. Raus, so, ja. Aber alles in allem sehr lustig gewesen. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen erzählen, was eigentlich so gegangen ist in den letzten paar Wochen. Weil wir haben den letzten Monat mit Gästen verbracht. Ja. Gewisse Leute haben gottlos in den Mund genommen. Ja, also ich habe mir so vorher ein bisschen putzen. Genau, gewisse Leute haben auch Gäste eingeladen und kein einziges Lied von ihren Alben gehört. Das war auch ein Baba-Move, Bruder. Ja, Bro, gewisse haben auch Verantwortung, was soll ich dir sagen? Ja, Mann? Bro, das stimmt. Und manchmal andere, vergisst man auch. Und andere machen... Ja, egal. Andere verkaufen Shows aus. Genau. Spielen TV-Shows. Nein, mit, aber wir haben jetzt... größte Entertainment-Anbieter in der Dachregion. Wir haben gar nicht so erzählt, was läuft. Was ist denn passiert überhaupt die letzten 1,5 Monate, Bro? Bei uns? Aha, ich habe jetzt gedacht, Ey, das ist eine gute Frage. Wir sind im Shop in Tivoli gewesen, aber das haben wir, glaube ich, schon kurz nach der Show mal angesprochen, haben wir in Erfolg besprochen, haben eine geile Live-Show gehabt, haben nachher auch ein bisschen miteinander geredet. Bock der Live-Show, Bock nicht. Wann, wie, wo, was ist uns wichtig. Haben wir, glaube ich, auch in einer Podcast-Folge ein bisschen besprochen, mega so ehrlich und reflektiert sind wir gewesen. Sehr ehrlich, reflektiert haben wir gemacht, danke schön. Ehrlich. Ups, sorry. Kein Problem, Bro. Und dann ist halt eigentlich der Daily Hustle am Anstag gewesen. Ist zwar schon etwas passiert. Aha, oh, ja stimmt. Oh mein Gott, sorry. Bro, ich will mir die ganze Zeit erreichen, ich weiß gar nicht, was aufzählen. Du hockst auch da den ganzen Tag, wie gewisse Influencer Ja. in ihren Reels sagen, erreichst nichts mit dem Leben. Nichts erreicht, man. Was haben wir Machst gemacht? wirklich nichts. Ich muss überlegen, ich muss ja kurz. Fuck, man, letztes Mal nicht. Ah, crazy! Hast du nicht 20 Shows announced und keinen ausverkauft? Crazy Wort, crazy Wort. Wir haben ja. Kennst du Pro7? Hast du dich geschaut? Nicht? Also komm, erzähl. Was Wir haben. Wir haben. Ach, nicht. Soll ich drucken? Vielleicht findest du. Warte, ich gebe dir schon 5 Sekunden. Warte mal schnell, es könnte der sein. Stimmt oder stimmt nicht? Nein, ich glaube, ich kann ihn nicht mehr. Ein Versuch noch. Ja, ist Ich gesichert. kann ihn nicht mehr. Auf jeden Fall. Big Announcement. In dem Fall machen wir es. sind ein bisschen zu echt zu mir. Ah, gut. Dann machen wir da jetzt ein Big Announcement da live im Podcast. So auf die Schnelle. Keine Ahnung, wie wir können, weil wir auch nicht groß geplant haben. Was haben wir gemacht im April? Jetzt gibst du mir ab, okay. Wir haben. Also.
Ah. Wir haben dem Influencer sein Leben gefickt. Nein, Wir haben etwas weitergeführt, wo nicht erfolgreich war und wo nicht geil ist. Wir haben die 3. Staffel von Kurz im Mordreit. Nein. Oh. Nein. Und wir sind in der 30 März, April. Oder eigentlich, ja, März, April so. Und Schon? Falsch? Schon, der ist neu. Der ist verdammt Der ist verdammt. Warte. Nein. Okay, genau. Nein. Du, ich Welcher ist jetzt 60 gewesen? Welcher ist jetzt 60 gewesen? Leute sollen das herausfinden. Okay. Ja, wir haben die 3. Staffel Kurz im Mordreit. Und ich will gar nicht allzu viel darüber verraten, so über den Inhalt. Aber ja, ich kann dir vorstellen, Seelen und Köpfe sind gefickt worden. Ich habe am Anfang Freude gehabt, jetzt bitte nicht daran denken, Alter, Mann. PTSD, kennst du den Hund an das Meme, wo sich ja, so dort... so, ja, nein, ist geil gewesen. 3. Staffel von unserer Sendung ist abgedreht. Sie ist auch schon geschnitten. Ja. Und es ist bald Release. Und ich könnt euch, haltet euch offen. Auf Instagram werden wir bald ein paar Plätze verlosen. Zum an die Premiere kommen von unserer Show. Und auch da wieder, falls ihr mal sehen, wie es dann ist, wenn ein Platz gefüllt ist. Auch ihr könnt. Ja. An dem Tag machen wir auch gerade per Zufall einen Workshop. Wie wird man mit Comedy erfolgreich? So, es lange jetzt. Es ist gut, Mann. Scheiße, Alter. Aber es ist doch gut, ich kann gerne Paddy sein. So. Das ist lustig. So ein bisschen. Was? So, wie sagen wir das? So, nicht nachtragend. Nein, so, doch eben nachtragen. So Paddy, auch so ein bisschen. So ein bisschen extra Schüsse und so. Ja, check. So, okay. Checkst. Langsam ist gut, Bro. Leute machen jetzt 17 TikToks, sonst dann ist 17, Bro. Shit doch jetzt. Genau, das sind so unsere Announcements. Was haben wir noch für Announcements? Wir haben das schon und es ist ausverkauft. Nicht. Ja, geil. Das ist, glaube ich, also, das ist auch der grösste Zeitfresser in den letzten 2 Monaten, so ziemlich. Fat Kitchen. Offizielle Entschuldigung, Bruder. Wir haben vor einem Monat gesagt, wir hören uns, wir machen zusammen etwas ab. Aber das ist jetzt ein Announcement. Jetzt, der Fat Kitchen kommt auch. Mach keine Announcements, Bruder, sag ihm einfach. Doch, ja, er ist ein Bruder. Er hat nur mit geschrieben miteinander und einen Monat nicht gehört, wie wir am Dreieck sind und alles. Bruder, ich küsse ihn Herz. Das ist der Jan und Ben. Es sind 5 Drehtage übrigens. Engin, Bruder. 5 Drehtage. Ja, aber... Wo wir gedreht haben. Ja, aber morgen, ja... Sag's. Engin, einfach das so. Ja, aber Bro, das ist ja nicht nur einfach nur 6, morgen. Wieso nimmst du jetzt mein Gesicht? Ich versuche jetzt so. Es ist wirklich... Ich habe wirklich untergegangen, sag einfach, es geht darum, dass er ein Basler ist, Bro. Nein, Bro, es gibt auch Ausnahmen jetzt. Okay. Es gibt auch Ausnahmen. Hashtag Flavio Stucki. Genau. Nein, Engin vor Flavio. Engin vor Flavio. Engin vor Flavio. 100%. Aber er hat nicht lange für kurze Woche. Für Engin? Ja. Bruder, was noch nicht ist, kann noch werden. Fair. Inshallah. Nein, das wäre geil. Für mich sehr freuen. Einfach Erfolg. 1 Stunde lang prank ich den Engin, nachher am Schluss kommst du nur du rein und du so, Alter, die schwierigste Folge im Leben gewesen. Meinst du, würden die Leute checken, wenn jetzt der Engin da hockt, so der Fat Kitchen? Und so, es bin gar nicht ich. So. Nur der Dialekt ist vielleicht der einzige Grund. Ja. Aber mit einer Woche Zürich und Forget, er vergisst auch seinen Dialekt. Und nachher kommt er da und sagt, ja, war auf, man. Geil. Genau. Du hast noch eine Liste vorbereitet mit Sachen, die du mir erzählen willst. Ja, einfach, du kennst das auch, Bro. Vielleicht, du erlebst so Sachen in deinen Tag und du so, oh mein Gott, ich muss auch meinen Bruder erzählen. Also, wenn Leute Fotos machen mit mir zum Beispiel. Nein, weißt du, wenn du irgendetwas erlebst oder siehst, du so, allgemein. Ich muss meinem Bruder erzählen. Und dann ist ja vor. Und dann, wenn es so weit ist, du noch etwas sagen. Ja, Blackout. Ja. Also zum einen, du weißt, Bro, ich habe mega Abneigung gegenüber Thailand. Ich habe jetzt wirklich Angst gehabt, aber ja. Ich habe mega Abneigung gegenüber Thailand. Warum? Mega lang gehabt. Ey, wieso echt? Wegen dir? Wenn 70-jährige weiße Schweizer, die Minderjährige ficken, okay. Pedos, Tier, ja. Bro, ich habe immer das Gefühl, du hast auch voll mit alten Pedos, Bro. Ich habe immer gedacht, das ist voll mit denen. Hast du auch mein Jorgau? Ja, ich hatte wirklich eine Abneigung gehabt, weißt du, und das ist voll ungerechtfertigt und voll nicht fair gegenüber dem Land gewesen. Und ich habe mit meinem Cousin zusammen gewohnt, nachdem wir rausgegangen sind und die haben die ganze Zeit, weißt du, sind x-mal schon gegangen in dieser Zeit. Aber ich glaube, die zweite Pandemie, die Thailand erlebt hat, neben 70-jährige Schweizer, für Sextourismus, sind halt Kanake, 20-jährige Kanake. Ja, einfach 20 bis 30-jährige pauschal, nicht mal Kanake. Aha, ja.
Oder erzähl du weiter, Nein, weil ich etwas, was ich so im Kopf habe. Nein, bitte. 20- bis 30-Jährige, die einfach nur noch kiffen wollen. Aha. Ist das ein Thema? Es ist dort illegal, ich habe es nicht gewusst. Ich schwöre. Weißt du, was auch legal ist? Ja, Amsterdam. Schweiz. In dem Fall, ja. Ja, keine Ahnung, Bro, aber ich habe einmal Koh Samui gegeben, morgen das 4. oder das 5. TikTok ist einfach so gewesen, wir sind einen guten alten Tobi rauchen mit einer perfekten Aussicht in Koh Samui, dann komm ja rein, alle. Und ich so, egal, auf jeden Fall, meine Cousine hat immer gesagt, Bro, es ist etwas am schönsten auf dieser Welt, du musst gehen, glaub mir, ich habe noch nie jemanden gesehen, der einmal gegangen ist und nicht nachher gerade gekommen ist und gesagt hat, ich muss nochmal gehen. Also Thailand, glaube ich, schon krass, nicht? Ja, auf jeden Fall. Auch günstig und so. Ja, ich höre nur crazy Sachen. Und jetzt gehe ich mit dem Shidi und dem Gili für 2 Wochen im Mai auf Thailand. Machst du auch so, leihst auch so die Backpack. Thai-Box, Shorts an, gehst so 3 Wochen in so ein Lager, kommst zurück, als wärst du Ongbag. Papa. Also wir haben gesagt, wir wollen ins Thai-Boxen gehen. Weil eigentlich wir müssen. Wie? Weil wir kommen aus Thai-Boxer Stadt. Und wir gehen auf Thailand, gehen Thai-Boxen. Wir müssen. Es ist wie so, also eigentlich gehen wir zum denen zeigen, wie geht. Besser. Eigentlich, wir gehen. Wir gehen zum dann zeigen, wie geht. So, er ist zurück in das, Mann. Cool, ja, Scheiße, Brennan. Okay. Das geht sicher. Auch mit dem, was ich neu angefangen habe, was mir auch Spaß macht. Paddle haben wir auch schon abgecheckt. Paddle gibt's auch. Heißt das auch Padel dort, oder heißt Was hast du, wie heißt? Nein, sag ich wollte wissen. Wir sind gerade vom perfekten Weg. Paddle? Dass du cancelled wirst. Sag, erzähl. Paddle? Ja, wir sagen Thailander Paddle. Paddle? Okay. Ja, sag. Los, genau so machen. Volume ab jetzt. Und denk, Sag mir, du als Profi. Du als, Profi, voll. Du als Federer von Ja, okay, Padel. tamam. Hau nein raus. Bro, ich bin sag 5 mir, Mal gewesen, du es machst ist aus mir einen Hund, Mann. Es ist ja eine spanische Sportart, oder? Ja, glaub's. Ja. Ich glaube, die Beste kommt aus Spanien. Wahrscheinlich schon, ja. Die Besten können das Wind erstens. Normal. Zwei. Ja, normal. Sag mir. Sag mir Paddle oder Padel? Jetzt ehrlich. Papi, also sagen Padel. Sag mir Padel. Padel. Padel, nein, wahrscheinlich Paddle. Also, ja, das ist eine gute Frage. El Pad. Das ist eine gute Frage, aber juckt mich eigentlich auch nicht. Crazy. Okay. Weil das einzige Geile ist, ich gehe mal in Billach spielen und der Eros, dann haben wir ja einmal zum Beispiel Boleros. Wegen Bolero und Eros, weißt du, der Ausgangs-Eros ist der Boleros. Okay, Ank. Oh, das ist ein Witz. Wieso? Spaß, Bro. Oder? Ich schwör Spaß. Das ist unser Witz. Du so, wer lacht über das? Okay. 18 Jahre macht Padel. Und nachher gehe ich in Bülach in so ein Dings, auch so ein Paddle-Center. Padel-Center. Paddle-Center. Es ist einfach Padeleros. Das ist crazy. Das ist crazy, Padeleros. Und nachher ich am Eros den Namen mit Händen auf Dings. Auf dem Handy. Es ist nach Jahren von Boleros ist zu Padeleros. Aber so. Nein, Was? du Mann, erzähl, frag mich. Was? Frag mich. Du Mann, der morgen aufsteht mit seinem Holzhackerhemd, Ja. geht so am Baumstamm, Ja. nicht mal mit Angst, aber du machst so, klack. Ja. Du gehst dort, machst so mit dem Baumstamm, slach, so wie ein Sandwich, ganz einfach. Du gehst. Welche Farbe hat dein Schläger? Ich mir nicht meistens. Ich nehme einfach den, der dort ist. Schwarz wahrscheinlich. Wieso? Einfach so. Und wie nennt man das, wenn so mehrere Leute spielen? 2 gegen 2. 2 gegen 2. Okay. Du kennst das Prinzip von Menschen machen zusammen Sport. Ah ja, Bro. Okay, Ich hau, Bro. Bro. Ja, die ganze Zeit habe ich die Fresse gekippt. Die ganze Zeit habe ich die Fresse gekippt. Du so, ich habe schon gewusst. Ich Also, sag bei der ja Farbe gar ist die- nicht. Ich frage ja durch. Okay. Ja, also in der Regel spiele ich Guys. Weil Feld ist kleiner. Okay. Na, voll schön, Bro. Ja, es macht mir Spaß. Ich spiele meistens mit dem Skidar. Er kassiert meistens. Und tun ihr euch auch richtig, also tun ihr richtig Ich rutsche den Schwanz, ja. so schützen und so, ist das Thema? Schütze? Ja, so nicht, dass ihr da euch etwas einfangt, wenn ihr euch gegenseitig spielt. Ach, das ist doch nicht lustig. Bro, das- Ja, nein, sorry. Der Witz ist, es ist schwul, verstehst
Aha, oh mein Gott, scheiße, Mann. 2026 oder andere macht immer. Also ich sage nur das, ich persönlich, ich habe Videos im Internet gesehen, auf gewissen Seiten, wo weniger... Dann ist die Frage, wieso du das anschaust. Egal. Und du wegen dem weniger Bescheins. Nein, also sorry. Ey, Bro, ich habe Leute kennengelernt, die finden das top. Und ich mache mit Leuten Sport, die finden es auch top. Ich bin gut, ich bin in sicherer Hand. In guten Händen. Fühlt sich auch gut an, gell? Finde ich richtig So gut. richtig sichere Hände sein. Richtig männliche Hände. Am Anfang der Podcast startet mit, kann man so Aussagen noch machen im Podcast? Ich schwöre, und nachher jetzt, so. und jetzt. Crazy. Crazy, Bro, egal, Crazy. wir haben nicht erreicht. Aber das machen wir sicher in Thailand. So Touren im Dschungel, Jetski. Und Bro, jetzt kommt etwas am krassesten. Jetzt kommt etwas am krassesten. Und auch vielleicht für euch alle da draußen, so, die jetzt am Zuhören sind. Immer wenn wir in die Ferien gehen, mittlerweile gab es bei den meisten das Ding, wenn du irgendwo hingehst und du etwas buchen, Location, die meisten machen Airbnb auf. Es geht nicht mehr... Persönlich, Ja, ich gehe nie mehr im Leben in ein Airbnb. seit. Ich habe so gewisse Videos gesehen. Wir sind vor 3-4 Monaten Luzern gewesen. Ja, meinst du wegen den Camps und so? Ja, ja. Den Tick habe ich auch. Bro. Manchmal ich mache so, wenn ich irgendwo ins WC gehe, mit Zu der schauen, ob Licht. es Kameras hat. Ja, dann denke ich mir so, aber ganz ehrlich, wer aber jetzt eben, das geil findet, Wer jetzt uns zuschauen beim Duschen, Bro. oder beim größeren Geschäft, Ja. also Schon gut, mach. Aber es ist, ja. es ist komisch, ja. Einfach, auch allgemein, ich weiß nicht, Airbnb sind, also erstens mal ich als Sozialist, oder ich als linke Arbeiterperson. Ich müsste, Shida jetzt da hinkommen, wir müssen ein Throwback machen vor 10 Jahren und wieder das Fass aufmachen zu 1:12. Ist gut oder nicht? Aber ja bitte, du bist Sozialist, du gehst nicht so gerne in das. Ich unterstütze das ja auch nicht, wenn ein Wohnraum quasi Knapp wird. benutzt wird. Nicht für Wohnen, sondern halt für Ferien. Für Rendite. Für Rendite. Verstehst du? Check. Da bin ich absolut dagegen. Absolut dagegen, ja. Ja, aber sorry. Ja. Meinung zu dem einen, wo jetzt, das ist jetzt mega in die Medien gegangen, einer von der SP, verdient jetzt irgendwie keine Ahnung, über 10 oder so, aber wohnt in der Genossenschaft und ist so voll umgegangen, natürlich auch mega für die Boulevard-Zeitung aufgesprungen. Meine persönliche Meinung. Ja, so eben erst mit der SP, wie kann er als Hochverdiener in eine bezahlbare Wohnung hineingehen? Also meine persönliche reflektierte Meinung dazu. Bro, er reflektiert doch nicht, Haus aus. World an Nuttersohn. Ohne Scheiß. 100%. Ja. Redet krass, macht SP-Politik und so und nachher nimmt er Wohnung an Leute weg, alleinerziehende Mütter, die WCs putzen mit 2 Kindern. Aber wenn wir dabei sind, man müsste auch mal eine richtig schöne SWAT-Einheit holen, Bro. Und so mal richtig da die Tramdepot-Wohnungen, die da vermietet worden sind, mal durchschauen. Ah, die Übertürte? Ja, nein, die Tramdepots, nein, die Wohnung in Zürich, wo... Ah, die Hochhäuser. Genau, Ja. wo ja auch quasi... Quer was? Queria Zippe, was ist? Korzippe! Was ist? Nein, einfach mal so... Nein. Also alle Menschen, die in Genossenschaften wohnen, die Ja. aber trotzdem wirklich viel zu viel verdienen. Also ich rede nördlich von 8 und so eine Person nur schon. Mhm. Alle mal schauen, Bro. Weil ich zahle für meine Wohnung, oder wir zahlen für unsere Wohnung jetzt 2'500 Stutz. Also ich habe aus... Kennst du das? Ich will sagen, ich kann aus vertrauenswürdigen Quellen sagen, Ja. dass mir gerade Corona in den Sinn kommt, die Sprache nicht muss. Ich habe aus vertraulichen Quellen aus dem Bundesrat, Fatala Benzina. Fatala Benzina! Fatala Benzina! Ich sage auch einfach. Jetzt go posten. Die Memo, ganz Schweiz hat sie mitbekommen. Bro, also aus sicheren Quellen weiß ich, dass, und das ist auch kein Geheimnis, geht auch mega in den Medien, dass bei bezahlbarem Wohnraum oder halt bei Stadtwohnungen vor allem, Leute drin wohnen, Bro, wo allein oder gesamte Haushalt über 10 verdienen. Ja, das ist crazy. Und ich weiß nicht, was für ein Mechanismus da eingreifen, also was für einer es muss sein, wenn er muss eingreifen und wie er das muss machen. Aber, und ich habe jetzt mit ein paar Leuten über das ein bisschen diskutiert, die Diskussion ist, glaube ich, so oder so, bezahlbarer Wohnraum für alle oder bezahlbarer Wohnraum für die sich eigentlich den Marktpreis nicht leisten können, also für die mit weniger Einkommen und so. Das ist die allgemeine Diskussion. Gute Diskussionsgrundlage. Aber es gibt Menschen in Zürich, die sich locker Europa-Wohnungen für 4'500 100% leisten. Ja. Und bei denen, ich persönlich, null Mitleid.
Ich find auch crazy. Geht zu Ongo arbeiten, verfickte Expats, fickt euch, holt eure 4'500 Stutz Wohnungen, bleibt in eurem Ecke. Macht, wir sollten eigentlich wieder so Grenzen aufmachen, so Ghettos. Mhm. Aber in den Ghettos wohnen nur Expats. Ja, das wäre auch dafür. Ich finde crazy, dass jetzt haben sie jetzt wieder, glaube ich, announced. Ich will jetzt wirklich Halbwahrheiten verbreiten, aber ich glaube, SBB hat jetzt announced, dass die Preise für nächstes Jahr um 2% hochgehen oder knapp 2% oder so. Achtung. Die Hurensohn. Jetzt für alle, was nochmal gehört haben. Die Hurensohn. Und jetzt frage ich mich, wieso muss eine staatlich subventionierte Firma, wo an Top-Tier-Lagen wie an der Europaallee neben dem, also am Bahnhof Zürich, Blöcke und Wohnungen hat, die noch im Leerstand sind, das Recht sich nimmt, 2% hochgehen. Mit dem Dings. Ja, ist gut. Krankenkassen gehen auch hoch, jetzt fangen wir das an. Aber wirklich, alles geht hoch und wenn man anfängt zu sagen, ja, da muss jetzt der Staat ein bisschen aushelfen, weil Menschen, die schon am Struggle waren, schon 50 Franken im Monat, mehr ist ein Struggle, wo sie mit mehr ausgeben. Also da muss ich auf das Mal, Bruder, du sagst nur etwas für die Menschen, für Menschenrechte. Aus 70 Ecken, die SVP und die jungen Tat-Avengers, die sich wahrscheinlich heimlich am Wochenende treffen und sich in den Arsch ficken, stehen alle auf, Bro. Alle die sich so lieben, alle so, das ist homophobie Volk, muss man auch sagen. Alle, die sich so mega lieben und so, oh mein Gott, wir sind so, Das tut mir sehr leid. wir sind so crazy, wir sind so crazy. Wenn du einmal sagst, das kann nicht sein, und du sagst nicht einmal, weißt du, gehst den Fuß, du sagst nur so, es muss etwas gemacht werden, damit die geringes Einkommen haben, oder die jetzt schon am Struggle sind, dass man die abfedern können, dass die jetzt nicht noch in eine tiefere Spirale runtergehen. Weil wenn du in einer Spirale mal drin bist, Bro, wir kennen es. Und die Eltern haben nicht Schulden gehabt, nach einem Jahr ist wieder gut gewesen. Oder? Aber jetzt mal ganz kurz, Wohnraum. Was hat eure erste Wohnung gekostet, wo du in der Schweiz warst? Bro, ich weiß auch nicht. Ich habe keinen Plan. Von der Wohnung, von der ersten Wohnung, von der ich die Miete weiss, bin ich, glaube ich, 10, 9, 11, 12 irgend so etwas gewesen. Und das war so eine Altbauwohnung gewesen. Ich habe mit meinen Brüdern ein Zimmer zu dritt geteilt. So Doppelbett ich und mein anderer Bruder auch Doppelbett, aber einfach, dass oben einmal Gäste gepennt haben. Ah, ihr habt so quasi 2 Doppelbett im Zimmer gehabt? Ja, voll. So quasi gerade 4? Ja, aber es hat genau gelangt für 2 Doppelbett. Und noch so, so 2 kleine Schränke mit so Kleidern drin, weißt du? Und einen fetten Röhrenfernseher. So einen kleinen Dicken, weißt du? Und Also ihr habt kein Geld gehabt, aber ihr habt einen Fernseher im eigenen Zimmer quasi. schau jetzt. Opa. Jetzt junge Tato. Remigration, wie könnt ihr Fernsehen haben? Ja. Aber auf jeden Fall haben die so, also haben wir damals, ich glaube es war 4,5 Zimmer gewesen, und es sind vielleicht 70 Quadratmeter gewesen, also wirklich eine recht kleine Wohnung. 4,5 Zimmer? Ja. Also Wohnzimmer? Warte, Wohnzimmer, Esszimmer, ältere Schlafzimmer, unser Schlafzimmer. In Esszimmer? Ja, weil das Wohnzimmer so klein war. Ah. Also eigentlich ist das andere quasi wie so ein Büro gewesen, so. Ja. Aber weil das Wohnzimmer eigentlich genauso gelangt hat für Fernsehen und Sofas. Ja. Und was Und in der Küche- Was haben die Teppichklopfer sonst noch im Wohnzimmer? So. Nicht, Bro, nicht. Teppichklopfer halt. Und das ist wirklich Altbauwohnung. Gell? Fassade aussen dran bröckelig gewesen. Wir haben Wo ist das gewesen? Das Ding? in Oberwinterthur, in Ober ist es gewesen, nahe Bahnhof Rütti. Nahe Europizza, die kennen, die kennen so. Oh, ja, Dort also die alten Blöcke, Bro. Ja. Alles grau, alles am auseinandergehen. Das war gerade bei dieser Kreuzung, gewesen, oder? Ja, genau, Ja. genau. Und dort haben wir, glaube ich, wo wir eingezogen sind, ich habe meinen Vater gefragt, das ist auch sehr hoch für mich und ich weiß es noch, er hat gesagt, er zahlt für die 4'504. Und das war, Bro, eben Was hast du gesagt? für 4'504. Und das war, Was? für 4,5 Zimmer hat er 1'400 gezahlt. Bro, er sagt 4'504. Aha, oh sorry. Er zahlt für 4,5 Zimmer, also hat er damals gesagt, 1'400, glaube ich. 1400. Und das war dann vor 20 Jahren, also 2006. Aber ist auch... Ja, für damals, Bro. Was ich mitbekomme, und das ist halt leider immer noch heute der Fall, auch wenn du so Leute... Und dein Vater war Alleinverdiener, oder? ja, auch wenn du so Leute... Und Geringverdiener. Ja, Niedrigsektorlohn, Bro. Niedrigsektorlohn, ganz einfach. Und ich weiss, dass halt viele heute auch haben, dass wenn, also zum Beispiel zu meinem Coiffeur gehen, seit 3 Jahren, wenn ich zu meinem Haarschnitt gehe, er sagt immer, Bro, ich suche eine Wohnung, immer noch. Ja. Er ist selbstständig, kein Coiffeur, verdient nicht schlecht, aber er verdient noch keine Wohnung. Oder?
Und für das gibt es tausende Studien, die erklären, wieso und warum. Und damals, wie heute auch, ist nicht so, 4'500, 4 Altbau. Ist einfach so, Bro, der erste Wohnung gibt ich nicht. 4,5 Zimmer für 1400 Franken. Und damals ist auch, wie heute auch, habe ich so ein bisschen gemerkt, ich glaube, für vor allem Leute mit Migrationshintergrund und alles, ist einfach der mir die erste Wohnung anbietet, ich nehme. Soll ich dir mal die Geschichte erzählen von unserer Wohnung und meiner Mutter? Ja. Ja, also die ich auch kenne? Oder Ja, ja. vor dem, okay. Wir sind im 99 auf Winti gezogen. Mhm. In eine 3,5 Zimmer Wohnung. Mhm. Vielleicht sind das so gewesen, Ungrad vielleicht 60 Quadratmeter, Mhm. vielleicht 65. Ja. Jetzt auch nicht die grösste. Wir haben das Zimmer von meiner Mutter gehabt, Mhm. Wohnzimmer, mein Zimmer und eine Küche, Mhm. wo auch ein Esstisch drin war. Mhm. Übrigens, ich bin in dieser Wohnung aufgewachsen und vor dieser Wohnung haben mein Vater und ich, als ich so 6 war, einen Feigenbaum gepflanzt. So, wo ich eben so vielleicht mit so, bin ich vielleicht so 7 oder 6. Mhm. Damals hat die Wohnung 900 oder 800 Franken gekostet. Mhm. 3,5 Zimmer Wohnung. Ja. Dös. Crazy, ja. Das Klassische an der Wohnung war, es sind die so 2 Häuser aneinander Mhm. und in der Mitte hat so eine Regenrinne gehabt, Mhm. weißt du, wo Wasser abtropft. Ja. Und die Linksseite von dem Haus ist komplett renoviert gewesen, Mhm. Balkon, und die Rechtsseite ist halt so Ja, ja. abgefuckt, alt gewesen. Wir haben auch noch Hauswartung gemacht von dieser Wohnung, also darum haben wir glaube ich auch nur 800 Stutz gezahlt. Ja. Also vom Block meinst du? Vom Block, Ja. genau. Also so, man muss auch sagen, es ist so ein 4-Familien-Block. Ja, ja, so mit 4, 5 Wohnungen. Wir haben so ein Redui gehabt, draussen, so Ja. kleinen Keller, haben wir dem gesagt. Ja. Bro, dann irgendwann, also wir haben dort drin gelebt bis 2000 vielleicht 11, 12. Und nachher hat sie irgendeine Baufirma hat es aufgekauft vom Besitzer. Der Mhm. Besitzer ist einer, der damals bei der Swiss geschafft hat, wo es Mhm. noch, also Swiss Air. Mhm. Dem ist gut gegangen, der hat die Wohnung gekauft und der hat auch immer gesagt so, ey, schau, ich könnte da drin bleiben, so, ich verkaufe das nicht. Mhm. Wir wollen günstige Wohnraum und so quasi, so Winti, Sozialding, dies, das, gell. Mhm. Nachher hat Du hast angefangen, du hast angefangen mit Rassismus, Bro. Bro, und dann hat es irgendwann mal hat es verkauft. Mhm. Dann ist ein neuer Typ reingekommen, also hat es gekauft und er hat gesagt, schaut, ihr habt 1 Jahr Zeit, dann tun wir komplett renovieren. Mhm. Da. Komplett renovieren. Ja. Meine Mutter war ja bis dort Putzfrau gewesen. Hat im Kaffeesatz im Winti Mhm. gearbeitet, Swiss Hotel Oerlikon, immer so Ja, voll. Putzfrau halt überall. Hat das gemacht. Der Typ ist gekommen, hat gesagt, ihr müsst jetzt alle raus, ihr habt 1 Jahr Zeit und nachher fange ich an renovieren. Mhm. Alle haben Wohnungen gesucht. Mhm. Bro, meine Mutter hat damals, ich weiß nicht warum, meine Mutter hat so einen falschen Stolz gehabt, sie hat nie ins Sozialamt gehen. Mhm. Also weißt, ich meine, Bro, es ist schon finanziell ja wirklich nicht gut gegangen, Ja, ja, alleinerziehend. Aber sie hat sich immer geweigert, hat sich immer irgendwie über Wasser gehalten, Schwarzarbeit vermutlich, dies, das, bla, bla. Wir haben keine Chance gehabt, um eine andere Wohnung zu finden. Mhm. Die anderen sind raus, haben eine andere Wohnung gefunden, wir haben einfach keine gefunden. Nachher hat meine Mutter mit dem Typ geredet, er hat gesagt, ey, look, könnt ihr bitte, wie es ist so quasi, at this point ist August, Mhm. die Bauarbeiten gehen los. Und sie hat gesagt, ey, ich habe ein Problem, weil ich bin Schichtarbeit, ich habe 3 Jobs, so, ich gehe in der Nacht arbeiten, ich finde keine Wohnung, ist unmöglich. Könnt ihr nicht erst alle anderen Wohnungen bauen Mhm. und ich bleibe da drin bis zum letzten Moment Mhm. und erst dann, wenn ihr sagt, die 4. Wohnung, also unsere, Mhm. machen wir erst dann, gebt mir bitte noch 2-3 Monate, ich muss irgendetwas machen. Ja. So, ich finde keine Wohnungen. Mhm. Der Typ hat so gesagt, das war schon ein alter Mann gewesen. Er hat so gesagt, ja komm, bleib halt, so, such weiter, bleib Mhm. halt und so. Sie ist geblieben. Und irgendwie haben sie sich angefreundet, also der Hausbesitzer, der dort halt auch gut geschafft hat, Mhm. und sie. Und sie hat nachher angefangen auf dem Bau zu arbeiten, meine Mutter. Mit den anderen. Mhm.
Crazy, einfach am Renovieren. Bruder, sie hat die eigene Alter. Wohnung hat sie renoviert. So lustig, Mann. Und du musst dir vorstellen, das Bild ist für mich so krass gewesen, weil das sind alles halt so portugiesische Schippis Ja. und alles so Fatzen, Bro. Kinder, weißt du mich nicht, Bruder? Natürlich. Und meine Mutter dort am Hämmern, am Sachen schlagen, Ja. pam, pam, am Machen, Bruder. Meine Mutter, der Vater und die Mutter im Haus, so. Ja, fix. Kennst du von Katar? Mama war der Mann im Haus. Nein, Muss mal das hören, Lied, Bro, ich weiss noch, es ist so, irgendwann haben sie natürlich so Gerüste um unsere Wohnung gebaut und mit einem Gerüst hast du halt voll in unser Zimmer rein gesehen. Oder? Also in mein Zimmer. Ja, voll. Ich habe einen PC, Bro. Ich schaue raus, meine Mutter schaut so rein. Sie so, hoi. Ich so, hä, was läuft? Bro, sie haben bauen irgendwann. Der Mann hat gesehen, dass meine Mutter halt schafft wie ein Tier, Bro. Mehr am Lupfen als die anderen. Und hat ihr quasi eine von den neuen Wohnungen, hat so gesagt, schau, geh in für 3 Monate in eine von meinen alten Wohnungen, die ich auch noch habe. Der Mann hat genug Wohnungen. Komm in 3 Monate zurück, zieh da rein. Also gut, Bro, wir sind für 3 Monate, haben wir ein bisschen so zwischen... Wo sind ihr denn 3 Monate wieder gewesen? Hey Bro, wir haben eben ein bisschen bei einer... Ich habe dort das erste Mal in meinem Leben müssen für 2 Monate zu meinem Vater ziehen. Sagt mir etwas mal, das ja. ist, ich bin so vielleicht 14, 15 gewesen, ist ganz schwierige Zeit aber dort. Meine Mutter hat wirklich so ein bisschen von Wohnung zu Wohnung gewechselt. Sie hat bei ihrer Cousine gelebt, ein bisschen dann da und hin und her, ein bisschen gumpet, Bro. Dann, eben, er hat dann für einen Monat noch eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Alles gut, Bro. Meine Mutter war sehr happy gewesen, weil sie hat gedacht, so, ich bin jetzt cool mit dem Typ, ich komme zurück in die Wohnung. Wir kommen zurück. Er hat alles renoviert. Er so, ja, also, bitteschön, weißt du, ich gebe euch Wohnung. Ich muss nicht mehr bewerben. Meine Mutter ist voll happy und so. Ich so, krass. Ich komme rein, sie sagt, ja, 1800 Stutz. Schnell mehr als verdoppelt. Bruder, meine Mutter Oder hat verdoppelt fast schon. wieder am Boden. Ja, am Boden. fix. Sie so, was soll ich jetzt machen? Ja, fix. Hey, und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, Schicksal, aber der Typ und meine Mutter haben lange diskutiert und er hat gesagt, ich kann mit dem Präsidenten runtergehen, so, das ist jetzt der Standard. Aber komm, kannst fix bei mir arbeiten. Und dann hat sie über Jahre hinweg quasi auf dem Bau geschafft, bei allen Wohnungen renoviert und am Abend ist sie nachher noch die Baustellen noch putzen. Crazy. Aber das ist echt die Story, wie wir von der 800-Stutz-Wohnung zu der 1800-Stutz-Wohnung gegangen sind. Und meine Mutter einfach aufgrund von Aussichtslosigkeit trotzdem ein neues Leben gehabt auf einmal, Bro. Auf einmal ist sie nicht mehr am WCs putzen in irgendwelchen Hotels und Cafés, sondern auf dem Bau am Abpacken. Geil, Mann, geil, Mann. Ja, man, das war ein heavy Ding gewesen. Und sie hat dann auch sehr lange in der Wohnung noch, also ich bin dann ausgezogen irgendwann und sie hat das noch sehr lange dort drin gewohnt. Aber, und ich bin letztens dort angegangen. Ich bin jetzt auch mit dem Gili dort im Laufen gewesen. Und der Feigenbaum, den mein Vater und ich vor etwa 22, 23 Jahren gepflanzt haben, dort, ist immer noch dort. Geil. Aber ein paar Meter weiter. Haben sie ihn echt umplatziert? Und ich habe mit meiner Mutter geredet und sie hat gesagt, ey, beim Renovieren haben sie halt den Garten komplett kaputt gemacht. Und ich habe gesagt, ey, schau, das ist eine der wenigen Erinnerungen. So. Ja. Und die haben das dann extra umpflanzt. Ja, Mann, schön. Und das ist immer noch dort. An einem Schön. anderen Ort, aber ist immer noch dort. Und, Schön. Schön. Also wenn ihr in Tösen einen Feigenbaum seht, dann wisst ihr einfach, das ist vom Josh. lange drin da. Ich schwöre, lange nicht da. Geil, Mann, schön. Ja, es ist eine von tausenden Geschichten der Schweiz, wo sich mega viel wiedergesehen, wo sich mega viel verstehen oder auch verstanden fühlen. Ja, und ich glaube einfach, Wohnraum bedeutet halt für viele Menschen, vielleicht, die Privilegien haben, auch für uns mittlerweile, bedeutet halt einfach so, ja gut, das ist der Ort, wo man halt lebt. Und wenn es halt irgendwo anders ist, dann ist es irgendwo anders. Und wenn man hat einen Struggle zur Wohnung suchen, ist für alle mega schwierig, bla bla bla. Aber man darf nicht vergessen, es gibt halt einfach immer noch Menschen, die 3 Jobs haben, die kein Deutsch können, wo es nicht checken. Also, und für die bedeutet Leben Wohnraum halt nicht nur Wohnraum, sondern für die bedeutet es einfach Überlebensraum. Ja, Mann. Das ist 100% so, Bro. Es sind strugglende Jahre, Bro. Was ist los? Nicht? Ah. Es sind strugglende Jahre. Es ist Wohnraum, es ist Job, also es ist Unsicherheit mit Dach über Kopf, es ist Unsicherheit mit Job, es ist Unsicherheit mit Lohn, es ist Unsicherheit, ob man über die Runde kommt, es ist Unsicherheit wegen Rechnungen und du strugglest und kämpfst und tust und gehst
unten durch, Bro, musst dir Sachen anhören, Bro, entwürdigend, entmenschlichend, machst Sachen, Bro, hauptsächlich irgendwie Geld reinbringen. Und dann in den Bastardsohn, dann geht in den Bastard von Sohn, 25 Jahre später in einen anderen Podcast und sagt, aber eigentlich, was Frauen in Afghanistan passiert, schon gut. Heavy shit, Bro. Heavy shit. Heavy, ja. Ich weiß noch, bei mir, wo mein Vater selbstständig geworden ist, oder sich selbstständig gemacht hat, ist alles gut mit den Camps? Okay. Ihr habt vielleicht letztes Mal gemerkt, dass es eben letzte Erfolg gegeben ohne Video. Aus irgendeinem Grund haben wir in letzter Zeit immer wieder ein Problem mit dem Videomaterial. Das ist wegen Frauen in Afghanistan. Genau. Und dann tun wir einmal jetzt, weil es einfach nicht so ein bisschen scheiße rauskommt am Schluss, tun wir jetzt einmal kurz während dem Podcast schaut einer von uns auf und tut kurz abchecken, ob alles okay ist. Und jetzt ist kurz schnell aufgestanden. Aber auf jeden Fall, als mein Vater selbstständig wurde, weiss ich noch, hat er so Flyer gedruckt gehabt. Und so jenste, weißt du, und das ist, glaube ich, wirklich so nach dem Feierabend gewesen. Hat die Firma dann auch so geheißen, wie sie jetzt heisst? Ein bisschen anders, aber ähnlich. Ja. Und nachher hat er so Flyers gedruckt, weißt du, so, hey, neue Firma, Angebot, gute Preise, weißt du, so mit Preiskatalog, alles Mögliche. Nachher hat er mich gefragt, also uns, wir Brüder, meine Mami und nochmal irgendjemand, so 6 oder 7, so im Winter Flyer, weißt du, so ganz normal Umzugsreinigung, normale Reinigung, Transport, Entsorgung, einfach irgendwie Aufträge, oder? Und mein Vater so, brauche ich so eine Big über, so ein Big, jeder. Ich so, Alter. Nachher mein Vater so, aber wehe und ich, noch als er mal gewusst, also, aber wehe und ich Briefkasten mehr rein. Ich so, aha. Idee auch, ja. Ich so, nein, sicher nicht. Bro, ich kann, erste Briefkasten so ein Binder. Ich so, da verrecken. Weißt du, nur am Checken. Also, so dumm, weißt du, erst so 30 Jahre später, so, Alter, man, ich jetzt, weißt du, so, mein Vater voll am Struggle und so. Aber es ist eben auch so etwas, Bro. Ich meine, ich bin Kind gewesen, ja. Du bist Kind, Bro. Ja. Also weißt du kannst ja deinen Eltern nichts böse nehmen. 100 Pro. Aber weißt du, so, ich glaube, für viele Menschen ist es eben nicht in Realität, den Mittwochnachmittag mit Putzen verbringen. Bro, Mittwochnachmittag war gut. Mein Vater am Sonntag einmal... Sonntag am Morgen um 5 Uhr, 6 Uhr, liegt auf, ich so noch ein bisschen... Sogar mit 18, Bro, mit 19. Ein bisschen noch verkatert, er so... Sarah, dich. Er so, stand auf. Ich so, was, stand auf? Also, ich arbeite, ich so, ich bin tot. Er so, tja, gestern hast du noch leben, heute bist du tot. Nein, jetzt gehen wir arbeiten. Er so, jetzt komm mal schauen, wie Geld verdient wird. Und hat er ab und zu gemacht, ich habe es gesehen. Es ist schon... Hast du das Gefühl, dass du in deiner Kindheit viel hast müssen körperlich arbeiten, beziehungsweise auch eben so... Ich meine... Körperlich wenig. Nein, aber ich meine, dass du hast müssen halt putzen. Deine Freizeit, die halt dafür hast müssen geben. Hat das... Ich verstehe schon nicht. Sorry. Hat das etwas gemacht mit deiner Disziplin? Denkst du, bist disziplinierter? Oder denkst du, es hat dir eher geschadet? Im Sinne von irgendwelche Kindheitstrauma, im Stil von, kann ich, Bro, streng gewesen, mühsam gewesen. Weniger Ferien gemacht, weniger die eigene Scheiße können machen so. Ja. Nein, eigentlich gar nicht. Wieso mein Vater mich oder meine Brüder auch mitgenommen hat, ist der Classic, Bro. Du bist der Lehrer, 2 Wochen nach der Lohn kommst. Ja, Baba, ja. Ja, scheiße, man. Einfach Geld weg, man. Crazy. Nachher, er so, brauchst du wieder Geld? Ja, weißt du, wo gehst du? Ja, in Ausgang. Ah, kein Geld im Ausgang. Ja, was meinst du? Und nachher, weißt du, logisch, er hat ist ja logisch, weißt du, aus Eltern, sie geben immer und so. Ist ja kein Ding, aber für meinen Vater war es so gewesen. Aber du bist ja nicht mit 10 gezahlt worden, das hat ja vielleicht angefangen in der Lehre, so mit 16. Ja, voll. Und ich meine, der Stundenlohn, den du von deinem Dad bekommst, ist wahrscheinlich um einiges besser. Bro, ich habe kein Geld wollen von meinem Vater. Ich habe kein Geld. Also, ich bin nicht zu meinem Vater gegangen und gesagt, ja, heute habe ich 5 Stunden gemacht. Wo schicke ich mir wie du jetzt gerade gesagt hast, so, ich habe von meinem Vater Geld wollen und er hat dann quasi gesagt, also komm, geh arbeiten. Ja, er hat mir wieso gegeben und es war nicht immer so, gewesen, du willst dir Geld von arbeiten, sondern sagen wir, er hat gemerkt, letzte 3, 4, 5 Monate nicht so im Griff Finanzen, weißt du, so, auch wenn ich in der Lehre bin und so, einfach zu viel, zu dummes Zeugs am machen. Bro, jedes Wochenende Kaufleute, mit 18, mit 700 Franken Lohn, wo gehst du? Ja, Kaufleute, Bro. Ich Lounge am Teilen mit 11 Lehrlingen, nebendran 6 Rich Kids. Ja. Parallel, Bro, maximal. Aber egal, wir sind dumm gewesen, Bro, es ist nicht einfach ein bisschen dumm gewesen. Es war wild gewesen, Bruder. Es ist maximal wild mit 22'000 Stutz Kaufleute Ausgabe. Scheiße. Das ist nicht bei uns passiert, Bro. Wir dort, also Jungs, 10 Leute.
Dass wir die nie ausgenommen haben, Bro. Das ist crazy, ja, ist crazy. Und sogar so oft so dumm gewesen, dass du... Wir haben das auch nicht zahlen lassen. Bro, du gehst dort hin und du hast eine Lounge und die Lounge ist so für jeden pauschal. Ja, Bro, jeder 50 Schutzen geht schon. Ja. Ich meine halt so. Aber als wäre das schon ein Dings, wir gehen ja vorher noch in 2 Tagen und geben dort nochmal 50, 60 Schutz aus. Ja. Aber das Problem ist auch mit dem Thema. Ja, bist auch mit dem Thema, ja. Kinderarbeit von Ausländern. Nein, Spaß. Dein Vater. Also denkst du, dein Vater hat dich in deinem, so mit 16, 17 zum Arbeiten mitgenommen, wieder die Disziplin lehren und Umgang mit Geld? Oder weil er wirklich gefunden hat, es wäre schon gut für mich, ein bisschen Unterstützung bekommen von meinen Kindern? Nein. Es ist wirklich, ich habe von 1000 Fällen vielleicht einmal abgezählt, wo ich gesagt habe, ich brauche dich heute. Ich brauche heute eine Person. Noch das heisst, weitere. wenn du mal ein Kind hast, machst du das Gleiche? Es kommt darauf an, wenn sie so Bastarde sind wie ich, dann ja. Geh mal davon aus, dass Genetik ist. Ja, dann ist es, Bro, dann ist es. Aber also, ich meine, Dann ist es, ich sag dir. Du machst das? So sagst du, deine Kinder müssen auch mit dir am Mittwoch am Tag putzen kommen? Meistens ist ja... Oder wenn, ich weiß nicht, was dein Job dann ist, aber so. Meistens ist ja das, was du so von daheim mitbekommst, ist ja meistens so der Fall, wo du sagst, ich habe es so erlebt, ich habe es so schön gefunden oder ich habe es so gut gefunden, ich mache es sicher auch so. Und wenn ich jetzt ein Kind hätte und er oder sie kommt so mit 16, 17, 18 und sagt so, ja, ich wünsche mir das oder fuck, mein Taschengeld oder Lehrlingsgeld oder was auch immer ist weg, hast du mir noch mal ein bisschen. Es kommt voll darauf an, wie die Kinder kommen. Wenn ich merke, es wird als selbstverständlich angeschaut und man hat so keinen Umgang mit Geld und man konsumiert nur und schätzt es nicht und verliert so ein bisschen auch so die gesunde Beziehung so zu Geld, weißt du? Ich sage nicht, manchmal, weißt du, hast du sicher auch gehört, manchmal sagen unsere Eltern so zu uns so, schade, haben wir nicht wie Schweizer aufgezogen. Weißt du, Gott mit 18, Gott abgeben, Gott dies, direkt Gott das, abgeben und direkt so. das, ab 18, du zahlst direkt das selber und so weiter, weißt du, so. Das sage ich jetzt ab und zu. Aber ich will, glaube ich, nur dann, wenn ich merke, dass meine Kinder so, vielleicht so eben ein bisschen zu oft in der letzten Zeit passiert ist, dass sie nach Geld gefragt haben, ich das Gefühl habe, dass sie das selbstverständlich sind, oder einfach eben so voll richtig verwöhnt werden können, dann sage ich, hey, das geht nicht. Das will ich nicht. Ich habe mit 14 oder 15, nein, 13, 14, bevor ich die Lehre angefangen habe, habe ich ein Bankkonto bekommen von meiner Mutter und im Monat 60 Stutz. Ja. Und das ist so quasi mein zu herzig, ja. So, wo ich können. Aber weißt du, bei mir war es eben so, ich kann nicht müssen, also meine Mutter hat mich nicht mitgenommen zum Arbeiten, aus mir einen Mann machen, sondern wenn ich am Mittwochnachmittag nicht mit ihr putzen bin, hat sie halt einen Babysitter gebraucht, Bro. Ja, voll. Safe. Also weißt du, das ist bei mir. Das ist nochmal etwas anderes, ja, voll. Und natürlich ist die Arbeit nicht doppelt so schnell, aber 1,3 Mal so schnell fertig geworden mit mir. So. Voll. Aber das war einfach bei dir nicht so gewesen. So, bei dir ist es wirklich. Nein, also zum Beispiel, Bro. Ja, zum Beispiel ist ein Auftrag gewesen, weißt du, ein riesen Auftrag. Ich gehe und er dort mit irgendwie 15 Mitarbeitern, mit seinen Mitarbeitern am Arbeiten und es sieht halt schon andere Levels an. Ja, die Mutter hat halt wirklich so Wohnungen geputzt. Ja, und sagen wir zum Beispiel, eben, er hat mich nicht per se unbedingt jetzt gebraucht, so, aber er hat mir schon gesagt, ey, schau, eben, komm mit und so, ich muss dich mal wieder mitnehmen, ich gebe wieder Zeit und so, dass du mal ein bisschen harter Job siehst und weißt, dass das Geld nicht einfach verdient wird und so. Und dann hat er mich meistens mitgenommen und dann ist immer so gewesen, Bro, er und irgendwie 15 Mitarbeiter von ihm irgendwo am Arbeiten, irgendwas am Machen. Und zum Beispiel, wenn sie gerade etwas am Putzen sind, mit Lumpen oder was auch immer, bin ich einfach dafür verantwortlich gewesen, dass ich geschaut habe, dass immer jeder sauberes Wasser hat, mit Mitteln. Okay, geil. Es war nicht so gewesen, irgendwie, man hat mich gebraucht. Ja. Aber ich habe mich irgendwie nützlich machen. Ich habe immer alle Kübel lernen. Ja, eben so. Neue Stülpen quasi. Voll, ja, das, Bro, neue Base bringen, Bro, neue Lumpen und so bringen. Aber, so das, einfach irgendwie schauen, dass sie vielleicht ein bisschen einfacher können arbeiten können. Irgendwann sind so meine kleinen Cousins, sind nachher auch nachgerutscht quasi bei uns. Und ich habe nachher die größeren Jobs bekommen. Aha. So, weißt, ja, eine Karriereleiter läuft. Ja, eine Karriereleiter ist gelaufen, Bro. Ja, schlimm. Ich musste Fenster putzen und dann musste ich sagen, geh
Müll ausstülpen, Ja, tun Lumpen wechseln. Ich schwör. So, hey, schon krass, Bro. Schon krass. Aber eben, du denkst nicht so, also ich meine, nimmst du das deinen Eltern übel? Nein, überhaupt nicht. Ganz, gar nicht. Ich bin für jede Sekunde mit allen schlechten und guten Erinnerungen und Momenten absolut mehr als nur dankbar. Mehr als nur dankbar. Mehr als nur dankbar. Weil erstens, meine Eltern sind selber zum ersten Mal älter geworden. Zweitens, es ist nicht die optimale Ausgangslage. Du bist in einem fremden Land, wo alles für dich neu ist. Oder du versuchst erstmal Fuß fassen und du bist während dem Prozess, hast noch Kind und alles. Also einfach gesagt, Bro, nein, absolut nicht. Ich werde ihnen nie böse, ich bin ihnen nie böse. Ganz im Gegenteil, ich bin extrem dankbar. Aber du würdest es gleich machen mit deinen Kindern. Also zum Beispiel eben so, wenn du, sagen wir mal, in 20 Jahren oder, nein, nicht einmal, Bro, so in 5 bis 10 Jahren bist du in einer Position, wo deine Kinder kannst mitnehmen zum Arbeiten. Und ich rede halt nicht von... In 5 Jahren ist schon ein bisschen heavy. Von... Ja, oder so ein 2-jähriges Kind, so komm jetzt mit. Nein, ich habe vielleicht so mit 7, 8, Ja. schon so, sagen wir mal, wenn sie 7 sind, du bist nicht am Excel-Listen machen, Nein, nein. Du bist, Ich bin auch schon mit 9, 10 mitgegangen, Bro. Und auch müssen simple Sachen machen, aber dafür habe ich... Bro, mit 9, 10 ich bin gegangen, ich habe gar keinen Bock gehabt. Du hast nachher am Mittag deine Brotdose aufgemacht, Ziggy geraucht und so. Nein, Bro, mit Mann, das so... Arbeiterleben fickt mich, Mit Mann. 9, 10, 11 irgend so etwas schnell mitkommen, weil dort, mit 9, 10, 11 bin ich nicht so gegangen, wo mein Vater so... Das ist auch nicht so krass das ist erst so langsam crazy umgegangen, aber dort ist ja zum Beispiel... Meistens ist es so gewesen, es hat eine mega lange Phase gehabt, so auch als Kind, wo er immer jeden Sonntagmorgen, nur am Vormittag, 6 bis 12 ist er nur mit meiner Mami, nur er und meine Mami. Bro, mein Vater, wie viele Väter auch da draußen, er hat einfach sich nur, also wirklich kaputt geschafft. So wirklich kaputt geschafft. Wenn er einen Auftrag bekommen hat und er hat offeriert 3 Mitarbeiter und die 3 Mitarbeiter brauchen so viele Stunden, Sind 2 gegangen. er ist allein gegangen, Bro. Ja. Er ist allein gegangen. Er so, ich arbeite halt dafür am Abend bis um 9, 10 komme, schlafe am 11 und dann stehe ich um 5 wieder auf, um 6 aber dafür geht das Geld im Aber er Internet. war ein Hustler, gewesen, Bro, weil er hat gecheckt mit so selbstständig und Mitarbeiter offerieren. 100 und Pro, das ja. Und das. Zum Beispiel, das hat meine Mutter nie ich sag jetzt mal, die Hilfe zwar auch Ja. nicht gehabt, aber auch nicht der Unternehmergeist, sag Voll. ich jetzt mal. Ey, es kommt voll drauf an, ich meine, es sind auch völlig andere Ausgangslagen. Weißt du, mein Vater hat wenigstens, ich meine, oder Familie da gehabt. eben, wo ja, auch weißt du, zum Business- Beispiel hat er können sicher sein, dass die Heime auf Kinder schaut. Ja, Dass fix. er kann voll sich auf Arbeiten konzentrieren, Voll, mehr oder weniger. Voll. Und das Mal müssen alles balancieren und jonglieren. Ah, Mann, spannend. Bro, anyway, wir sind bei einer Stunde angekommen. Ich würde sagen, Okay, ja, ist gut. machen wir einen smooth... Wie du willst, ich kann noch etwas erzählen, weil wir sind gerade über dem Reden wegen Freunde und so streng und so. Also wirst du auch, noch kurz, wirst du auch deine Kinder? Schwierig. Bro, ich glaube ehrlich gesagt, gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, ich bin nie das körperliche Arbeit Kind. Ich auch Das nicht, klingt auch verwöhnt. heavy, Bro. Verwöhnt. Gsi. Mhm. Und ich glaube, bei mir hat das schon etwas ausgelöst im Sinne von, ich habe es sehr unfair gefunden. Weil du hast ja kein Konzept für Geld. Mhm. Ich habe nur gedacht, Kollege, meine Mutter hat 3 Jobs. Mhm. Wie können wir kein Geld haben? Also verstehst du? Bro, Du checkst ja nicht. Ja, Mann. Du checkst ja nicht, Bro. Das checkst du hart nicht, Mann. Und ich habe mir gedacht so, wie ihr habt 2 Fernseher daheim? Wie ihr habt eine Treppe, die von eurem Stock in einen zweiten Stock Ja, voll. geht? Wie ihr habt einen Vater, der schafft und eine Mutter, die daheim ist? Ja, voll. Und meine Mutter schafft gefühlt Den ganzen Tag. den ganzen Tag, Bro, Bis dunkel ist. bis es dunkel ist, kommt heim, bringt mich ins Bett. Ja. Bro, ich erinnere mich, also ich klingt jetzt ein bisschen so buhu, Nein, Bro. aber so, ich bin der Wecker von meiner Mutter ab 6 Uhr am Morgen. Ja, Mann. Sie hat mir gesagt, du musst mich wecken, ich muss arbeiten. Ja, ich schwör. Weißt du, was Ja, ich meine? Bro, ja, ich ja. musste sie wecken und ich meine, ich erinnere mich wirklich an Zeiten, Bro, das ist wirklich, ich habe mit meiner Mutter letztes Mal das geredet, das ist sehr emotional geworden. Ja, Meine Mutter ist so müde gewesen, Bro. ja. Ich habe wirklich müssen so meinen Finger in das Ohr stecken, dass sie Nein, aufwacht, Bro. ja, Checkst? Mann. Ja, So. fix. Oder so Szenen, zum Beispiel meine Mutter hat mir als Kind immer so gesagt, wenn ich daheim bin und will Ja. etwas essen, so komm ich fragen, Mhm. so darf ich zweites Mal Kellogg's zum Ja, Beispiel. ja. Wir haben so die Dinge gehabt,
Kennst du die 6er-Pack von Kellogg's? Die Kleinen, die so genau für einen, ja. Und meine Mutter hat gesagt, einen zum Morgen. Und Ja. ich habe gesagt, ja, wenn ich mehr will, hat sie gesagt, komm ich fragen. Ja, Bro, ich esse einen, ich schaue Batman dort. Ich gehe meine Mutter weg. Einziger Tag, wo sie frei hat. ja. Ich weg sie, Mami. So, ne, du Sie so, was ist? Ich so, kann ich 2 Kilo haben? Zweite. Ja. Sie so, mach verpiss dich, nimm den zweiten Kilo. Weißt du? Ja, lass mich schlafen, Mann. Bro, so Szene. Ja, anyway, Bro, ich habe es nicht gecheckt. Ich habe mich gefragt, warum? So, hä? Ich kann es auch nicht checken, Bro. So, warum? Du schaffst doch. Also, du schaffst doch mehr als andere. Bro, ich habe genau das Gleiche und ich habe mich lang wirklich mega schlecht gefühlt für das, aber ich bin auch so 9, 10 gewesen. Ich habe meinen Vater für irgendetwas gefragt. Er so, hey, kein Geld. Ja. Bro, und ich die Mathematik machen. Ich so selbstständig, Mitarbeiter, aber kein Geld. Kein Geld, ja. Nachher, Bro, Bastard, frech am werden. Ich so, Papa, wie hast du kein Geld und so? Ja. Du hast doch Firma, du hast doch Mitarbeiter. Bro, und er so, jetzt dein 10-jähriger, 9-jähriger, 8-jähriger Bub kommt zu dir und sagt dir so etwas. Ja. Er so, schau, ich muss zuerst Mitarbeiter zahlen, ich kann zuerst Ausgaben, ich komme als letztes dran. Und wenn etwas übrig bleibt, dann ich gebe euch doch gern und so. 3 Kinder, Bro. Alles mögliche. Nachher hast du noch 20 Nase in der Heimat. Alles. Aber ich nicht am checken. Ich so, nein, ich will mir Lego. Ich will mir Lego. Nachher, irgendwann mal, Bro, mein Vater, meine Mutter kommt so, was ist los? Na, mein Vater, Kragen gesplatzt. Ja. Was kommt denn 9-Jährige mir sagen, was hast du für eine Firma und so? Ich flatter den jetzt, Mann. Was soll das und so? Weißt du, mir war mir so, die Seele, weißt du, so, nein, weißt du, er ist halt noch das Kind, er checkt dich nicht, er weiß nicht, was du machen bist, du bist erwachsen, du kommst einfach irgendjemand Zeit dir so etwas, Wie alt weißt war du. dein Vater gewesen? Wenn ich 9 war, Bro, vielleicht 36, 37, vielleicht 40. Krass. Ah, doch schon. Er ist mit 27, 28 Vater geworden. Ah, Jetzt, krass, okay. Ich Ja, sag meine, jetzt- meine Mutter war 21 gewesen. Ja. Ja. Mein Vater ist verhältnismäßig viel später Vater geworden. Und dann, Bro, und irgendwann mal später haben wir das einfach reingekickt. Ich so, was bin ich für ein Bastard gewesen, Mann? Ja, aber kannst du auch nicht übel nehmen. Logisch. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und ich habe mich dann so pauschal mal vor ein paar Jahren einfach so eine pauschale Entschuldigung für alles, nicht nur eigentlich für alles. Ich sage, es tut mir leid, weil ich bin wirklich schwierig, es tut mir wirklich mega leid. Wir sagen mir so, du musst dich nicht entschuldigen, ist alles gut und so. Aber geil, ist nicht einfach gewesen, siehst du auch, oder? Ich so, nein, ist wirklich nicht einfach gewesen mit mir. Crazy. Und ich weiss noch, eben, Aber weißt du, kannst du das? Also Ja. ich meine, amigs überlege ich mir so, Bro, es ist nicht so, dass wir so shiny genug, so Leben ist super, Ja, wir ja, verdienen voll. beide 10k im Monat, ja, aber, voll. aber so, hast du dir jemals etwas beim Kaufen überlegt, lange das? Habe ich Geld für das? Ja. Und ich meine, früher war das wie normal gewesen. Bro, ich weiss noch, ich habe einmal ein Spielzeug für 20 Stutz, ich habe den Preis angesehen, 20 Stutz, ich habe gedacht, unmöglich, wer hat das Geld? Bro, ich habe eine Yu-Gi-Oh! Karte gesehen. Ja, Dings, weißer Drache, dick. 66 Seto Kaiba. Ja. 29,90 Mann oder Winter, ich weiß ganz genau. Ja. Ich so mit ein bisschen Bitty vielleicht. Vielleicht ein Geburtstagsgeschenk. Ich gehe, ich so, Baba, darf ich? Er so, nein. Er so, nächstes Monat. Nächstes Monat, er kauft mir und mein Bruder. Mein Bruder 4 Jahre jünger als ich bin 9 gewesen, er 5, er fängt einfach an die Karte essen. Ich so, morgen, was isst du? Das kostet 30 Stutz, sogar ich mit 9. Ich so, das kostet 30 Stutz. erst einen Mitarbeiter zahlen. Ja, aber das. Ich so, ey, was isst du, Baba? Ich so, das ist 30 Stutz. Er so, nein, der Ja, fair. Ich so, was isst du? Er so, ich verdamme Yu-Gi-Oh! Nachher mein Vater, okay, tamam. Nachher kauft ihn, und dann kann ich gegen Duell machen. Ich so, immer so ein Duell. Okay. Nachher, mir hat gedacht, ich hol den weißen Drache. Er sagt auch. Ich so, morgen, das ist ein halber Kopf, halber Fuß weißer Drache. Wo ist die Karte? Er so, krank. Hat er einfach gegessen. Und eben, nur kurz, ich weiss noch, mein Vater eben immer Sonntag, es hat so Phase gegeben, immer Sonntagvormittag, hat so einen Job gehabt für irgendwie 2 Personen. Er ist allein mit der Mami gegangen, er so, komm, gehen wir schnell, weißt du, 6 Uhr morgens bis 12 Uhr geht schon und so. Und ich habe mich weißt du, so lang mega schlecht gefühlt, irgendwann weißt du, kommt die Realisation, du checkst, beide Eltern arbeiten, einmal, nachdem sie gekommen sind, meine Mutter noch Mittag machen und so. Und dann habe ich mega lang, so mit 9, 10, Bro, meine Eltern gehen so am Sonntag raus, arbeiten und ich bin so um 8 Uhr schon wach gewesen. Und ich habe gewusst, sie kommen immer so um 12 Uhr eins an. Bro, ich habe angefangen so um 12 Uhr zum Mittag machen für sie. Ich wollte dich gerade fragen, bist du auch ein Schlüsselkind gewesen? Ja, und ich habe versucht so Mittag machen, Bro. Ja. Und ich habe so gemacht, wie ich es auch bei meiner Mutter gesehen habe. Ich habe nicht gewusst, was tut sie wie viel rein. Ja. Ich habe Eierknochen aufgeschlagen. Ohne Öl. Bro, so gemacht, so gerührt.
Öl ein bisschen drauf da, ohne Salz, nichts. So auf die Pfanne da, Tomaten, Gurken geschnitten, was hat es noch gegeben? Käse hat es gegeben, noch Oliven und so. Einfach so der Mittag, weißt du, zum Morgen. Nachher sind sie so, danke vielmals und so. Und nachher ich so, und sie nehmen den Mittag so, und wie ist? Sie so, ist geil. Ich so, danke vielmals. Nachher habe ich so gefühlt, weißt du, so, okay, das kann ich wenigstens machen, weißt du, so irgendwie unterstützen und so. Aber bist du Schlüsselkind gewesen? So, ist das ein Begriff für dich? Was ist ein Schlüsselkind? Hast du als Kind einen Schlüsselbund um den Hals bekommen? Weil niemand daheim war, wenn du heimgekommen bist? Kann sein, ja. Es hat schon Phasen gegeben, wo... Also Bro, bei mir ist halt, wie soll ich sagen, bei mir ist halt so gewesen, am Anfang haben beide gearbeitet. Ja. Nachher noch mein Vater. Nachher hat meine Mami auch müssen, wegen halt finanziell ist halt schwierig geworden. Nachher haben meine Mami gearbeitet. Nachher haben meine Mami gesagt, never ever again. Es ist zu heavy, so beides. Hat mein Vater gesagt, entweder oder. So, wir müssen eine Lösung finden. Und mein Vater so, für dich ist halt alles. Ich arbeite 300% für dich, kein Problem. Sie hat ja 3 so Bastarde daheim. Ja, die richtig undankbare Kinder, man. Also nein, eigentlich nur eine, der andere war nicht spannend. Okay. Aber dann, wo du kein Schlüsselkind gewesen? Ja, ich habe eben in den Phasen, wo ich wie so jetzt hat, weißt, ich kann morgen früh schon raus, dies und das. Es hat schon so Phasen gegeben, wo ich ein Schlüssel mitnehmen musste, aber es ist nicht so prägt, das hat mich nicht meine ganze Kindheit prägt. So. Okay. Aber ich weiß, was du in dem Fall meinst. So jemand, der so, eben, du kommst heim, mach die Tür auf, deine Brüder, geh mit deinen Geschwistern heim. Keine Ahnung, du nicht schon mal das machen, wenn du noch kommst oder so. Ja, also ich meine, ich habe ja meine ganze Kindheit immer einen Schlüssel um den Hals gehabt. Ja. Aber ich habe auch etwa 8 Schlüssel verloren, Bro. Ja, schlimm. So, das war ganz schlimm gewesen, weißt du, so, das Schlimmste, was ich meine Mutter hatte, ist Schlüssel verlieren. Ich wenn ich heimgehe, ich laufe heim, Bro, ich komme heim, wo die Tür aufmache, ich sehe, oh, ich habe keinen Schlüssel mehr. Gefickt. 3 Stunden vor dem Treppe am Warten, bis die Mutter heimkommt, dann kommt sie heim, rastet komplett aus. Ja, wie weißt du von Anfang an, wenn sie sieht, wie du da rausstehst? Ja, hast du gesehen? Ja. Fuck, okay, neue Schlüssel machen lassen. Damals hast du noch nicht mal müssen ganze Schloss wechseln, glaube ich. Yeah. Oder du hast einfacher können Schlüssel machen lassen, vielleicht keine Ahnung, Bro. Irgendein Kurt hat es in Töstambul. Wo der Schlüssel gemacht hat. Aber ich habe so einen Begriff, den man letztes Jahr gesagt hat, wo recht gekittet hat, Bro. So, eben, bei mir war es so gewesen, ich bin als letztes vom Hort heim, immer halb 7 ist Hort zugegangen und im Winter ist halt dunkel geworden. Ja, voll. Das heisst, ich bin immer halb 7 heim gerannt, weil Angst. Und dann heim, Schlüssel und dann nochmal eine Stunde alleine daheim, bis meine Mutter kam. So. Crazy. Aber darum, so, das nennt man anscheinend Schlüsselkind. Ja, ich hatte das eben so, glaube ich, 1 Jahr gehabt, wenn ich so überlege. So mit Hort und so, dass wir über Mittag beim Hort sind. Und ich glaube, nur 1-2 Tage in der Woche noch am Abend. So bis um 6 Uhr nach der Schule und sonst sind wir einmal direkt heim. Und aber obwohl das nicht so lange Zeit ist, hatte ich schon ein paar Sachen im Kopf, weil es ist so eine intensive Zeit, weißt du? Also ich habe sonst halt zum guten Glück gekannt, dass ich immer, wenn ich heimkomme, meine Mama ist daheim gewesen. Immer über, also weißt du, meine Mama ist daheim gewesen oder hat uns so am Morgen so, also wenn wir ausgegangen sind, hat sie uns so Ciao gesagt. Immer über daheim gewesen. Nachher hat es so ein Jahr gegeben, wo halt beide gearbeitet haben. Und dort sind, Bro, alles Mögliche ist passiert. Eben, du kennst es so, zum Beispiel, also die Geschichte kennst du zum Beispiel, mein mittlerer Bruder hat Augentröpfchen müssen brauchen, weil er auf dem einen Auge schwächer sieht wie auf dem anderen und die hat jeden Morgen drauf tun. Ja, und wer macht es machen? Und ich muss auch jeden Morgen Augentröpfchen drauf tun, wegen Pollenstauballergie, damit ich, wenn ich rausgehe, dass ich nicht den ganzen Tag muss nüssen. Meine Mutter ist eine Zeit lang früher als mein Vater raus und er hat einen Job gehabt, Augentröpfchen. Meine Mama so, das ist für ihn und das ist für den Serhat. Nicht verwechseln, Bro, ich komme die Tröpfchen über von meinem Vater. Ich gehe in die Schule. Erstmal ehrenlos. Wer macht am Morgen für die erste Stunde Prüfung, Mann? Bro, allgemein, wo wir in der Schule sind, erste Lektion, irgendwie 7:45 oder so. Ja, manchmal 7:45. Zeit, Bro. Hey, ich kenne, was sie sich überlegt haben, Militärschule oder so, Mann. Nachher bist du dort, erste Stunde Prüfung, Bro, und irgendwie genau beim Prüfung, während ich komme so die Prüfung über auf meinen Tisch so. Und ich sehe oben rechts Namen, ich so, okay, ich schreibe schon mal Serhat und während ich anfange zu schreiben, fängt an, ich alles verschwimmen. Ich fange an verschwommen werden. Ich schaue so, ich gehe immer nachher das Papier. Ich so zu der Frau, zu der Lehrerin, so, ich sehe nicht richtig. Und dann sie so, was, dir geht's denn gut? Ich so, ja, sie so, okay, ist gut, dann gehst du heim. Bro, auf dem Heimweg, Leute haben mich gesehen, die haben gedacht, Bruder, gib dem einen blinden Stock, der hat den Stock vergessen, die haben.
Ich sehe verschwommen maximal. Ich sage, das ist das Gebüsch, das ich immer kenne. Ich habe mir so ein Gebüsch, ich kann so langsam. Krass. Bro, ist so schlimm Du gewesen. hast auch die falsche Strophe bekommen. Ja, und mein Bruder hat auch die falsche bekommen. Ja. Jetzt er hat besser gesehen, hat aber noch besser gesehen. Ja. Ich habe keine Husten haben und ich habe nüssen und ich habe die ganze Zeit müssen nüssen und ich habe nichts gesehen. Dann bin ich daheim angekommen, am Abend kommen meine Eltern rein. Ich so, hey Mann, weißt du, ich komme so heim. Ja. Bis wann so, wie lange bist du schon da, weißt du? Ich so, ja, schon seit am Morgen. Sie so, was ist am Morgen? Und meine Eltern in der Regel, immer wenn sie das gehört, schon hässlich, weil sie irgendwie so denken, wie der Typ ist, er hat so gelogen, um wieder heim können gehen, keine Schuhe, irgendeinen Scheiß gemacht, so etwas. Was wieder passiert und so? Und ich so, ja, nichts, ich habe einfach nichts mehr gesehen. Alles was vor mir war, so was. Ich so, ja, ich bin dort gewesen, ich habe nicht mehr gesehen, und die habe ich heimgeschickt. Hast du als Kind besser Türkisch können als jetzt? Ich würde sagen, vielleicht die Aussprache ist ein bisschen anders gewesen, aber besser vielleicht weniger. Weil ich habe nur, Bro, die Kommunikation damals ist Hunger. Ich Hunger. Und dann müssen wir so, tamam, ist gut. Das ist damals nicht so gewesen. Handfände, Lippen. Das ist nicht so gewesen. Keine politische Diskussion. Nee, Bro, Nee, nicht. so. Mein Onkel ist Oh gekommen. nee, ich meine war. Nein, immer so. Ich so, hoi Amjad. Was gibt's ums Nacht? Er so, du Frau. Ich so, nein. Er so, muss. Ich so, ich weiß. Hunger. Immer so, Bro. Und ja, das wäre so. Bro, wahrscheinlich, was wir erzählt haben, Tausende von Menschen, Tausende von Hörern sehen sich da widerspiegelt. Aber genau wegen dem haben wir auch das Mic. Ja, Mann. Wegen dem und zum, wie sie Feministinnen auf Afghanistan schicken, damit sie endlich mal mit den Feministinnen Taliban reden und endlich mal können beweisen. Ja, Mann. Dass Hocken sie am Tisch und klären das sind. am Tisch, so wie der Mann würde sagen. Hocken im Ja. Kaffee. Danke euch vielmals fürs Zuhören. Sehr spannende und schöne Folge, Sero. Danke dir. Danke dir, Bro. Vergesst nicht, kommentiert, lasst ein Like da. Schreibt wirklich eure Kommentare auf Spotify. Wir haben die letzten 2 Folgen ein bisschen vermisst. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Wir lesen es sehr gerne und auch darauf antworten. Und danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen nochmal. Das ist kurz und